Und wieder mal geht's weiter bei Tales of Zestiria. Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, letzte Folge war immer richtig episch. Wir sind wir auf der Brücke entlang gekommen, haben sogar noch ein richtig fettes Viech, ziemlich episch, wie ich finde, platt gemacht. Und ja, machen wir direkt weiter im Text. Wenn wir schon mal dabei sind, du. So, läuft. Die eine oder andere Art hinterher. Und Art des Spam ist auch immer wieder gerne gesehen. Ja, du mich auch. Na, was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Wollt noch ein bisschen was mehr auf die Mütze haben? Ne, scheinbar nicht. Die quatscht die ganze Zeit rein. Jo, dankeschön. Aber ansonsten scheint hier auf der Brücke nicht mehr viel los zu sein. So sind wir jetzt. Das Zavgott-Muro. Große Kämmerbrücke, ja, da oben ist noch eine Höhle, da ist scheinbar eine Stadt, wenn es da eigentlich richtig und ich da entlang gehe. Hui. Geh nach Logrin, ja, schon da, aber wo das genau ist, natürlich keine Ahnung. Echt ein Wildtierbestand, steht auch sonst nichts, wa? Wenn ich einmal ein paar Karten so gekauft, oder wir können zumindest mal ein paar kaufen, wäre sicher mal jetzt nicht so verkehrt. Na egal, bringen wir einen Speicherpoint. Ah, dankeschön. Als nächstes die Wüste. Die Wüste, es ist hier so wüst in der Wüste. Oh Mann. So, schnell weiter. Runter muss ich hier eigentlich noch nicht, weil können wir sonst später noch machen. Ja, da gibt es noch viel zu tun hier. Wir gehen erstmal hoch. Töre! Was macht ein Dumbo hier? Die 43, ja, so Raysan, der ist hier. Hey, was für eine unglaubliche Stärke. Ja, ich sehe nichts. Ja, tolle Art, aber ich traue natürlich nichts in der Entfernung. Ich finde zwar vom Aussehen her hier die Windamatisierung eigentlich am geilsten, aber die Attacken sind alles doof. Dafür ein Teil. Lycanthrope. Ja, du mir auch. Ja, greif nur, kommt nur. Also der Erfahrungspunkt, dieses gibt, ist jetzt auch nicht gerade so bombastisch fantastisch. Ups, ein bisschen früh. Sogar müsste ich Arte loslegen. So, 3 Stück sind es noch. Kann ich bitte mal ein bisschen... Naja, geht schon. Erfahrungspunkte, die wir kriegen, ist echt ein bisschen mickrig, wa? So, habe ich hier etwas? Bitte nichts übersehen. Ist das wieder so ein seltsamer Cookpoint? Nö, scheinbar nicht. Aktionspunkt suche, aber sonst sehen wir auch nichts. Da hinten vielleicht? Da 5 ich.
Mehrfach Nadler. Ja, nadeln ein bisschen, wa? So viel dazu. Sehe ich aber sonst auch nix. Hallo! Töre! Was ist schon wieder? Erde, wa? Ne, Wind auch. Alter, keine Chance, ey. Level up für unsere Layla. Sonst kann noch hier irgendwie etwas Sehenswertes. Nö, war. Sind wir ruhig hier. Gut, dann denken wir nach oben. Zip. Da hat es noch eine Höhle da oben. Das ist auch seltsam. War die große Kellerbrücke, wenn man als Höhle dargestellt? WTF. Türe! Ups! Na, was soll's. Ja, sehe schon, meistens dann irgendwie Widerstand gegen Erde. Er sollte da ein bisschen mehr mit Miklio arbeiten hier. Aua! Ups! Natürlich genau die falsche Attacke. Level up für die. Jetzt sind wir plötzlich relativ rasant voran, war. So, nochmal Zavida und Miklio. Da ist eine Truhe, ist eine Truhe. Jo, und rate einfach mal, dass in dieser optionale Dungeon, wo ich schon mal gehört habe, um diesen Goldschlüssel, den ich die Goldtruhen finde, der muss da oben sein, war. Der da. Gucken wir natürlich bei Gelegenheit noch an. Ich will erstmal gucken, ob die Stadt eigentlich richtig ist. Türe! Mystisch Arte! Leck mich am Arsch! So episch war's, wa? Der Fallsturm, ey, der zieht echt grausam ab. Finster Trunk, ja, wir sind so finster. Ist auch nix, kein Aktionspunkt suchen, gar nichts. Also sieht schon schön aus und so, keine Frage, aber momentan habe ich ja ein bisschen wenig Optionen in der Hinsicht. Naja. Türe! Ups, das war der Attacke. Erstmal ein bisschen aufheilen. Essa farmen, Essa farmen, Essa farmen. Die Klopfname. So, das ist ja eigentlich noch richtig. Dort, wie gesagt, gehen wir ein anderes Mal hin. Ich frage mich, ob es hier irgendwo auch noch einen oder anderen Normin gibt. Vermutlich schon, ich muss sie nur finden. Was noch für ein Teil? Klingenschnabel. Schwäche Erde, wa? Passt ja. Jo, wird kein Problem werden.
Der jagt gerade den armen Mibu. So weit weg. Boom. Was? Ja, aber der Treffen auch mal eine Option, so wie. Und ey, na, da auch hier, Level Up. Mikro ist auch kurz davor. Krass, ey. So, will da noch jemand? Oder wie sieht's aus? Da jagt mich einer. Ich krieg dich. Jo, viel Spaß. Und Savida legt los mit seiner mystischen Art. Vielleicht gerne mal Leidlers mystische Art sehen. Ich glaube, von allen, die wir bisher hatten, fehlt die noch. Aber sonst echt still hier oben. Eine weite Fläche mit, ja, scheinbar einfach nichts. Ja, gut. Einmal einen Töre. Wir müssen gucken, was so ist, ob er neue Moves drauf hat. Na, geht so. Die Galopperflamme finde ich immer noch am geilsten. Ups, aber gar kein Ding mehr. Mein Seelenkette ist leer. Dafür aber meine mystische Art. Das, obwohl sie einen Widerstand dagegen haben. So, sieht doch mal sehr, sehr gut aus. Jo, direkt weiter im Text. Ziemlich nach einer Stadt, da mehr sein soll. Hey, ich wollte gerade sagen, hier auch nichts? Nee, hä? Gut, frag doch mal Rose. Ja. Lokrin ist im Nordwesten, weiter in dem Zafgop-Mur. Sind doch eigentlich richtig hier. Nordwesten sind wir sowieso. Doch, weiter in dem Zafgop-Mur. Also, das wäre hier hinten. Da könnte natürlich auch sein, dass ich natürlich falsch bin. Aber es sieht schon an der Stadt aus, wa? Nordwesten stimmt auch, das andere wäre Südwesten. Das ist definitiv nichts. Hier haben wir noch ein paar Händler. Kann es einen Elefanten geben? Er spricht nur von einem, also wird es vermutlich ein stärkerer Yoma sein, den wir aber vermutlich noch gar nicht gesehen haben. So, nochmal gucken hier. Was haben wir hier alles Neues mit roter Kamille? Wir haben alles schon über 100 Fokus. Reicht eigentlich momentan, wie ich finde. Und nochmal ein bisschen Rose noch. Die Kombination war, kann heute mal gut sein. Jetzt mal wieder. Kapert vor allem Rose mehr. Man kann Notfall ja besser switchen. Guck mal, die Hilfe eine schöne Zahl. Art Angriffskraft. Sorry. Das brauchen wir nicht. Geil. Weiter geht's. Sind wir jetzt hier richtig, ja oder nein? Maybe. おじさんよう、スレイ、お嬢、元気そうだな。よかった、ここにいて。マオテラスのこと何か分かった？やぶから棒だな。特にこれと言ってないな。メイディンさん、禁忌を犯す行為だと分かっていますわ。ですが、今やただ一人の同志となったスレイさんが後悔なく
その道を歩めるよう力をお貸しください。メイビン、もしかして聞こえてるのか？お？何のこと？国威の頼むわ。そう、この人が今の語り部なのね。語り部？たく、それほどの玉だったわけか、今回のやつは。それもありますが、お前らに俺が力を貸す、それがどういう意味かも分かってるんだな。はい。怖い女だ。サパラン。まったくだ。ライダ、メイビン、ちゃんと説明してくれ。まあ待て。お前らは今、俺にとってかなり重大な選択を迫ってるんだぜ。さっきの禁忌を犯すことになるってやつか。そんなところだが、それでも探検家としてなら助言はやれる。繋がらないってことにはまだ欠けたピースがあるって考えるのが妥当だ。それと遺物は遺跡だけにあるわけじゃない。この2つだな。大地の記憶のことを言ってるのか？確かにあれじゃ断片的にしか分かんなかったもんね。何を知っているんだ？とりあえず思い当たるところを探ってみろ。全てはそれからだ。相変わらず回りくどいぞおじさん。もう俺はここから離れない。だから心ゆくまで探してこい。分かった、行ってくる。なんかありがとうおじさん。Okay, ist der Typ jetzt ein Mensch oder ist er ein Seraphim und was ist... Verwirrung pur. Da außer kaum passiert ist. Ja, ja, wo ist er? Schönheit. Trisolde-Höhle. ここまで丸いなんて。まさかアルマジローさん？トリスイゾル道で見たって言ってたよね。行ってみよう。 Oh nein, muss das sein? Aktionspunkt Suche, was? Neue Fundstätte sind. Ist klar. 変わったものを売っているな。人形の中に人形が入っているなんて。そうか、北の方でよく見る民芸品だが、これはもしかして人と天族の関係を表しているんだろうか。おいおい、そこまでマジに考えんなって。だがわざわざ奇妙な仕掛けを作ったんだ。何か意味があるはずだろう。確かに。だとすると天族の中にさらに人がいる意味は何だろうな。それは天族の中にある人格を示している。いや、天族を器と見せることで逆説的に人と天族の共存を暗示しているのか。ザビーダ、一番最後の人形には何が入っているんだ？ああ、確か梅干しの種が入ってる。梅干しの種？もちろん象徴だろうが、種とは再生の印だろうか。そもそも前提となる梅の意味は？いやー、わかるわ。エドナちゃんがミクボーをいじる気持ちでしょ。ある意味スレイよりピュアだものね。実に哲学的だ。深いな。 Grausam tiefsinnig, so ein Easter Egg aus Tales of Xillia 1 und 2. Ja, ja, was Kaktus gedünstet, Folienkartoffeln, lecker. Vici wird, bitte was? Vici so ist egal. Ich sage es laut und deutlich, Vicis was? Kalte Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe, ihr habt so gern Kartoffeln und so. Und dann die meisten Gerichte davon auch, aber Kartoffelsuppe, das ist irgendwie... Naja, auf die Kombination aus Kartoffel plus Suppe. ノルミン、結構集まったね。ええ、だいぶ乗るってきたわ。それにしてもノルミン天族の能力は便利だな。なのになぜ放置されているんだろう。だよな。助けてほしい天族は大勢いそうなのに。昔は引っ張りだこならぬ引っ張りノルミンで皆さん大忙しだったんですよ。なのになんで今はノラなの？ある時
彼らのリーダー的存在が過酷な労働条件に反旗を翻したのです。ノルミン天族の自主独立と賃金の大幅アップを要求し、独立闘争を仕掛けてきたのですわ。ノルミンの反乱？大きな争いになったのか？いえ、独立を叫んだのはリーダーさんだけで、他のノルミンさんたちはお手伝いはかばへんけどせっせと働くのは300年に一遍くらいで堪忍したってという形で話がまとまったのです。ぬるいなあらしいけど。で、リーダーはどうなったの？それはある天族と決闘した挙句に敗れ、行方知れずになったみたい。そっか、ノルミン天族にも歴史があるんだな。ライラはともかくエドナも詳しいんだね。やっぱりノル好きなんじゃ。ただの噂、小耳に挟んだだけよ。Ah ja. 300 Jahre Pause machen? Jo. Wieso nicht? So, Waffenschmied erstmal verschmelzen ein paar Dinge noch, die wir hier machen können. Vor allem hier bei Layla. Ach du Scheibenkleister. So, und hier Schirm auch noch. Ich glaube, sonst hatten wir nicht mehr viel, wa? Eine Quarzweste zweimal, jo. Kann aufs noch gucken, ob man den irgendwie ausrüsten kann und wenn nicht, dann verkaufen. Wie gewohnt, weil wenn es jetzt irgendwie zu sehr von eigentlichen Spielzeit abgeht. Weil eben das Ganze immer hin und her und gucken und vergleichen und so weiter. Du denkst anfangs, jo, ist kein Problem, das dauert 2 Minuten, am Schluss dauert es fast 10 Minuten. Und ein paar von länger von 20, Durchschnitt zumindest natürlich nicht gerade so ideal. So. Noch kaufen, wie gesagt, können wir das andere gebrauchen. Nehmen wir das. Traubengummi. Oh, gar keine. Ja, sind schon teuer. Wir haben ja die Kohle. Was Speer ist. Ein Speer ist eine Waffe für. Was bin ich jetzt? Weil zum einen fällt mir gerade den Namen nicht mehr ein, zum anderen, wieso gibt es für sie hier. Ich verstehe, wer will. Also wenn es jetzt für sie eine Waffe gibt, ist natürlich auch später noch eine. Wenn ich schon dabei bin. Warum, frage ich euch, warum? Das ist doch schon teuer, ey. Jo, kann ungefähr die kaufen, aber ist schon wieder vorbei. Topazstiefel im Angebot, vielleicht den noch. Alter Schwede. Ja, muss ich aufs Screen gucken, was wir da noch irgendwie machen könnten. せめて薬だけでもなんとかならないか。すまんな、こっちも命がけなんだ。ご主人、ご主人、今の値段ってめっちゃボられてるよ。分かっています。でもこんな辺境では旅商人だけが頼りで。けど相場の5倍はやりすぎ。ザフコット原野に一頭凶暴な象がいて正体を襲っているのです。被害と危険の分値が上がると。象相手なら逃げるとか罠張るとかいくらでも方法ありそうだけどな。ですが騎馬正体や武装正体まで全滅していまして。普通じゃないな。そちらの方はもしかして同志様？一応スレイって言います。おお、噂は伝わっていますよ。あなたは世界の希望ですわ。どうか頑張って。必要なものがあったら言ってください。お役に立てるかもしれない。ありがとう。気持ちだけで十分です。同志信仰が熱いんだな。このローグリンは昔からそうなんです。純粋な敬意なのでしょうね。自分たちが大変なのに。出番なんじゃない？本物の同志の。みたいだな。Jo, will ich auch so sagen. Übrigens, den Namen, den ich gerade gesucht habe, war natürlich Alicia. Da geht's noch weiter. Dürfte also doch irgendwie so ein starker Junior sein, war? Wenn die Rede von so einem Elefanten ist. Hier
ist sonst nicht mehr viel. Gehen wir ganz kurz hier. Wir machen hier eine Katze. Die hat eine Bedeutung oder ist einfach nur just for fun? Schauen wir bloß just for fun. Ah, so eine wieder. Ich habe alle Kontinenten nach ihm abgezucht. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich meine Haut abgeworfen habe. Ich bin erschöpft, weil es diese Reizeinflut, die ich mir selbst auferlegt habe. Ach ja, ich habe eine neue Karte erzählt. Jo, gerne. Mal gucken, sind wir jetzt... Oh, Entschuldigung, haben wir echt noch mehr? Ach du Scheingleister. Ist aber hier plötzlich so orange Sterne? Ein Geschirrstand oder was? Die Bresse des Turms, okay, habe ja sonst aber jetzt... Okay, hier sind noch ein paar Routen. Die Frage, war es nachher bereits die ganze Welt gewesen? Wobei da im Osten fehlt noch ein bisschen was, aber das Gefühl. Moor, ja, hier ist klar. Ja, Schmelzlinge müsste theoretisch wenig Charakter eingeben, weil jetzt haben wir hier, ja, logischerweise unseren. Moment mal. Zoe. Zum Beispiel jetzt auf Rose, Layla, Mikleo, Edna. So wieder. Ja, ist jetzt ja das, also von der Anzahl her natürlich fehlt einfach noch einer für Alicia, weil ich weiß, es gibt ja nach dem Hausspiel noch den DLC mit Alicia Store, wo wir sie nochmal zocken können. Oder aber hat das mehr bezüglich Desel zu tun. Das habe ich jetzt verpasst. Vermutlich war Desel irgendwo hier oder so ein Schrein. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber woher soll doch wissen, dass der drauf geht? Leckt doch am Arsch. Ja, gut, scheiß drauf. Von hier los? Bis hierhin nicht weiter. Oh. Ja, eine Goldruhe, scheiße. Gut, aber das ist eine Stadt, wo wir hin müssen oder hin mussten. Oh, das ist noch ein Normin. Wir haben hier eine Goldruhe. Das heißt, dieser Tempel, wie auch immer, was es für einer ist. Angriffskraft plus 10 war eigentlich etwas für sie, wa? Sonst nichts für sie, ja. Wie gesagt, dieser Tempel, wo eben dieser Goldschlüssel sein müsste für die Goldtruhe, muss irgendwo in der Nähe sein. Wenn ich mal so schnell unterwegs bin, direkt noch mal darüber. Muss die nächste Folge noch machen. Jetzt nicht noch lang. Ach du Scheibenkleister. Eine Goldtruhe. Da ist jetzt Willi doof. Das ist jetzt verschlossen. Ja, danke schön. Da war ich vorhin, okay. Hallo? Jemand da? Ja? Nö? Nö. Sieht so irgendwie aus, wäre hier noch etwas, wird später etwas sein, aber offenbar, nö. Ja gut, Leute, wir sagen wieder mal Danke fürs Zusehen. Warum das hier nicht weitergeht, ist dann wohl eine andere Frage, die wir uns ein anderes Mal auch stellen und beantworten müssen können, however. Ja, machen wir den nächsten Part als zurück ins eigentliche Moor hier. Wegen Erdgeschichtsstein und mal gucken, was wir hier noch alles für starke Viecher und so weiter haben. Wollen mal. Das ist schon her. Erdangriff Class plus 10. Wieso kann die das plötzlich? Okay, mache aber ja später und ich weiß, ob ich jetzt bei ihr hier den neuen Schirm ausrüste. Das Symbol eines Normina, wo ist der? Hey, sehen gar nichts. Der verarscht mich doch. Oh, immer ganz kurz, Leute, weil sonst vergesst es wieder. Mach's lieber mal jetzt schnell. Ich muss nur die Waffen bei Edna ganz kurz angucken. Ein bisschen mehr bei Erde und Wind auch noch. Geil. Ja, mach ich gut. Machen wir bei der Paar-Schirm. Wo ist denn der? Ich sehe nichts. So, da um die Ecke. Alter Schwede.
Gut versteckt, Respekt. So, haben das, Freunde. Von dem muss man ein bisschen was anderes machen. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. In diesem Part geht es nie weiter mit dem Geschichte erzählen, der Zeit und so weiter. Und dann, ja, wie wir es bereits halt hatten, hier in dieser Safgor-Mur, gehen wir vielleicht noch ein bisschen runter oder später, gucken Westungsschlucht und so weiter und so fort. Es gibt noch viel zu tun, müssen die Geheimnisse der Welt aufgeklärt haben, bis sie uns endgültig Heldalf stellen können. Und bis dahin, ciao zusammen!